Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Aktivitätsbericht an der Chambre belicht eine Zeit von April 2012 bis April des Jahres, die für große politischen Weichenstellungen von der Regierung und von der Chambre geprägt war. Rentenreform, Budgetausterität, das Mikro soll ich dann prioritär behandeln. Also Rentenreform, Budgetausterität, der Erhöhung von den Steuern für die normalen Steuerzahler, der Fiskalpakt, die sogenannte Fiskalpakt, in Wirklichkeit handelt es sich um eine Budgetsbremse, die von Europa den Ländern verordnet wird, und noch andere europäische Mesuren, die in dieselbe Richtung gehen. Die Weichenstellungen sind alle Guten vom Parlament mit großer Majorität entweder ratifiziert gehen oder kritisiert, weil sie nicht weit genug gehen. Weiter sind nach in Zukunft Gesetze an der Fonction publique geplant, die Distanz vom öffentlichen Sektor zum Privatsektor sollen verkleinern, aber nur innen, nicht nur oben. Eine richtige Opposition zur Wirtschafts- und Sozialpolitik von der CSV und von der LSAP gibt es nicht ausreichend an der Chambre, da muss man immer feststellen, und das ist auch ein wichtiges Element von der Politik zu Lützeburg haut. Gleichzeitig stehen aber alle Gewerkschaften als Sozialorganisationen an Opposition zu der Politik von der Umverteilung von innen nach oben. Und das ist erweitert, gerade so wichtig Element von der politischen Situation. Die Regierung hat das parlamentarische System hautnach weitgehend am Griff. Es geht um politische Karrieren, es geht um Regierungsbeteiligung, es geht um Proximität zur Macht. Und am Spiel bleibt, wenn die nötige Anpassungsfähigkeit hat, dafür sorgen Fraktionsdisziplin und Abstimmungszwang. Die großen Equilibren gehen außerhalb vom Parlament festgelegt. Und aus dem Spiel flieht oder Randfigur bleibt, wen das nicht will. Lenker wie Vera Spautz, die an der LSAP bleiben wollen, entziehen sich lieber diesem unwahrscheinlichen Druck durch ihre Demission. Das ist Realität bei der LSAP von Haut. Das Regierung hat immer mehr Probleme damit, ihrer Öffentlichkeit Meister zu gehen. Sie ist aber der Meinung, dass ihre Politik ohne Alternative ist. Auch die europäische Politik wird als alternativlos durchgestaltet, weil alle Regierungen in Europa sehen sie wir alternativlos. Und alle Regierungen schafft all der Sätze verdeven und damit nach mehr alternativlos zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Berichtszeitraum fällt der größte politische Skandal von der jüngeren Geschichte, die vom Lützeburger Geheimdienst. Und damit die von der Überwachung, von der Kontrolle und von der Manipulation. Der Geheimdienst, los mal es da nicht viel machen, als für allem da für die Staatsgewalt zu schützen, besonders in Krisenzeiten. Ein Ass bleibt ein zentrales Organ vom Staat, war 2004 noch wesentlich ausgebaut ist. Und erinnern durch eine Verdoppelung für seine Mitarbeiter. Aber wenn ich so eine Staatsgewalt, dann ist das nicht die vom Volk ausgeht. Dann ist es doch nicht der Schutz vom Sozialstaat, den du mal der Gemeinde ist. Weil Patronsorganisationen davon aufzuhalten, den Sozialstaat zu attackieren. Dafür brauchen wir keinen Geheimdienst, mehr eine funktionierende politisch und wirtschaftliche Demokratie, auch in Europa. Und die im Dunkeln sieht man nicht, so der Brecht an der Drei-Groschen-Oper. Es sind die, die alles zu verstoppen haben, die am Deistere fischen, die wirklich Demokratie fährten. Das sind die, die einen Geheimdienst brauchen. Dafür sind wir für eine Abschaffung vom Spitzeldienst, was kriminell ist, was gefährlich ist. Das gehört dann die Aufgaben von der Polizei. Der Geheimdienst mit grosser Klarsicht übrigens, seit der Jahrzehnte am Volk Spitzeldienst genannt, hat an den letzten 50 Jahren alles überwacht, kontrolliert, aber bei der Regierung diskreditiert, was nicht stark konservativ war, wie sein früherer Chef zum Juncker mal sagt.
am Übrigen eng summarisch Auswertung von dem Archiv, was am Keller gelos hun, auch tatsächlich weist. Statt konservativ als du nicht religiös zu verstehen. Weil auch religiös kritische Organisationen sind, wie wir in der Zwischenzeit wissen, überwert gehen. Nicht konservativ war, und das wahrscheinlich hautnach alles, was sich an der Gesellschaft bewegt, aber das offizielle Beziehungsnetz in der Regierung a Chamber nicht angefangen kriegt. Das kann mal variieren. Früher waren Juso und der linke Flügel von der LSAP, heute sind sie selber stark konservativ, die wohl auch wahrscheinlich dann nicht mehr überwert. Die Beobachtung von der Geschichte als eine wichtige Aufgabe von der Parlamentarischen Untersuchungskommission, die angesagt ist, das ist eine Frage von Gerechtigkeit vis-à-vis von all den Zehntausenden Betroffenen von der politischen Bespitzelung zu Lützeburg. Über Jahrzehnte heraus, aus kritischen, politischen, gewerkschaftlichen, gesellschaftlichen Kreisen oder auch einfach nur als Leute, die Tourismus wollten betreiben. Dass die sogenannten historischen Archiven am SREL, wie sie sagen, teilweise abgegangen sind, das ist auch ein Erfolg von den letzten Monaten. Das ist auch ein Erfolg, zu dem beigetragen haben, durch als Kampagne für Demanden anzuregeln, für sein Dossier zu kriegen. Aber das geht noch nicht durch. Es muss ein Schöpf beigelöst gehen, weil wenn dann geht bis zu ist, da geht ein Druck sehr schwer. Dann haben wir es nicht mehr mit einem Parlament zu tun, dem wir vorstellen, dann haben wir es mit dem Datenschutz, mit der Datenschutzverwaltung zu tun, die selber nicht mehr beschränkten Pouvoiren hat. Es soll unserer Meinung nach auch eine Historikerkommission angesagt gehen, für eine systematische Abschaffung von der Periode an die Wege zu leiten. Das ist auch wichtig, dass man eine Antwort auf die Implikation vom Geheimdienst und damit von der Politik auf höchstem Niveau an den NATO-Stay behind und an die terroristischen Bombenattentäter von den 80er Jahren kreieren. Und auch die erst nicht zu kreieren, und da muss ich ganz deutlich sagen, durch die Courage von einzelnen Leuten an die Unabhängigkeit von der Presse und von der Justiz hoffentlich. Weil wir wissen, dass die politisch und militärisch Machtwässer handeln wie eine Mafia. Aber es geht aus der langen Geschichte. Wenn die Enquete-Kommission nicht fertig bringt, gewählt zu gehen, ob an einer welchen Ausmaß, hautet das nach Gott, was den deutschen Geheimdienstexpert Rolf Gössner Gesinnungsschnüffelei nennt, aber was Lützeburger Bespitzelung nennen, da kann die Enquete-Kommission abhaken. Ich will ganz präzise fragen, an der Enquete-Kommission gestaltet und der Geheimdienstchef Patrick Heck, und damit der unser politischer Chef Juncker, wer der Geheimdienst zum Beispiel einen Linksextremismus versteht. Ich habe Präzisionen zu Fähe gefragt, die aus dem geheimen Dossier von der Geheimdienstkontrollkommission und aus den Auditionen biselo ergehen. Und ich muss euch sagen, echt Antworten losen darauf hindeuten, dass die Frauen nicht für nichts gestaltet sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Weichen sind zu Lützeburg, wie in Europa zu der langen Gestalt, in Richtung von mehr Ungleichheiten. 45% der Leute wären nur, wenn es keine sozialen Transfers gibt. Aber trotz sozialer Prestationen und trotz Mindestlohn sind nach 10% der Leute, die arbeiten, arm. Auch die Löhne, die durchgehen, für nach dem zu leben, gehen zurück, wenn sie vergleicht mit den Gewinnern. Gerade dafür soll aufgelenkt gehen, wenn sie auf das Ausland und auf die Löhne, die am Ausland bezahlt gehen, hinweisen. Die Löhne gehen aber auf viele Plätze nicht mehr durch, für zu leben. Zum Beispiel am Sektor von der Hotellerie oder von der Restauration, wo alle Zweite nicht mehr wie der Mindestlohn kriegt. Sie gehen noch nicht mehr durch am Bausektor. Sie gehen noch nicht mehr durch am Bootssektor, wo die meisten ein Leben lang Mindestlohn leihen. Machen wir uns nichts vor. Es geht hier um die Verteilungsfrage. Seht Caritas ganz richtig an ihrem Sozialalmanach von diesem Jahr. Und an der Verteilungsfroh ist Politik nicht neutral. Da tut sie die mit Lohnmoderationspolitik, die den Patron bei Sozialkonflikten und Kollektivvertragsverhandlungen direkt steigt. Dass sie Salarien betrifft, dabei die kein Wahlrecht tun. Da tut sie die mit den Naschnitter bei den universellen sozialstaatlichen Mechanismen, wie dem Index oder dem Kannergeld.
D'Spurungen an der Budgetspolitik solle bis zu den Wahlen nach 300 Millionen Neureduktionen mat sich bringen. Aber die 900 Millionen vom letzten Jahr gehen natürlich weiterhin kumulativ matt geschläft. Die Richtung von den ungekündigten Abspurungen bleibt dieselbe. Am Sozialbereich soll auf diese Leistungen gespurt gehen, die auch exportiert müssen gehen, wie sie so. Bei dem diskriminatorischen Ausdruck handelt es sich heute um Leute, die durch den Import von ihrer Qualifikation an ihrer Arbeit dazu beitragen, den Reichtum hier im Land zu schärfen. Bei der Pflegeversicherung sollen das Syrien mehr bezahlen, am Platz, dass auf den umverdelenden Effekt vom Budget zurückgegriffen gehen. Aber beim Schulmarkt sollen Zumutbarkeitsregeln für eine Arbeit müssen unzuholen geändert gehen. Für die Jungen zum Beispiel wird davon geschwärzt, sie müssen noch Plätze an der Hotellerie und an der Restauration unholen. Also dem Sektor mit den meisten Mindestlöhnen. Damit spürt den Staat zu und davon profitiert ein lohnniedriger Sektor. Der Juncker verlangt an der Chambre noch mehr Solidarität und mehr Egoismus. Aber von wem fordert denn Solidarität? Von den Schomeren und von den RMG-Bezeiher. Und das am Gang, sein richtig Gesicht zu weisen. Braucht sein linke Blinker nicht mehr auszumachen, wenn jetzt will überholen. Und für wer wird der SAP politische Terror geschaffen wird, für das der so was. Es soll auch bei der Gemenge gespürt gehen. Gemenge kriegen zwar eine mehr super Tutel an die Durchschaffung vom Distriktskommissär versprach. Mehr an einer Etude, die den Innenminister Halsdorf ausgerechnet bei der Zentralbank an Auftrag gegeben hat. Da geht es jetzt für neue Budgetsnormen, für mehr Kontrollmöglichkeiten durch den Innenminister, von europäischen Obligationen, an einem Wort für mehr Austerität und mehr finanzieller Autonomie. Auch da ist es wichtig, dass die Lenk auf dem Gemengenterrain seit 2011 verstärkt Fuß gefasst haben. Als 9 Gemengeräte durch eine 5 große Gemengen, die gehören noch zur parlamentarischen Arbeit. Sie haben heute zwar nicht recht, aber ein Bericht erlaubt man dürfen aber zu sagen, dass sie seit mehr wie einem Jahr eine wunderbare Arbeit an der Gemengen machen. Als wir im größten Erfolg gehört bislang, die Resolution, die auf den meisten Plätzen angeholt wird, die von uns kennt, mit der einer möglichen Privatisierung vom Wasser, durch das Überholen vom Wassernetz durch die Stadt und durch den Zeichen vom Wasser aus der Kompetenz von der Gemengen eine Regel vorgeschoben ging, das hoffen wir wenigstens. Mit dem Management der Halle vom Wasser als öffentlich gut muss weitergehen. Dafür ist es doch wichtig, dass die europäische Petition weiterhin unterstützt wird. Das beweist auch, dass als Parlament selbst auf nationalem sowohl wie auf kommunalem Plan immer eng verbunden ist mit demokratischer Basisarbeit. Weil ohne sie bewegt sich nicht. Nicht an soziale Fragen, nicht an ökologische Fragen, nicht an Schulfragen, das gesimmert ist nicht an demokratische Fragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen für entscheidende Wahlen an einem Jahr. Dabei werden all die Fragen zur Diskussion kommen müssen. Sie werden an einem verschärften Klima diskutiert gehen. CSV, die geschwächt ist, wird ein Kampfequipe den Juncker abstellen. Wir werden das schon bei der Regierungsbildung demnächst gesehen. Sie sind als Hauptgegner. Sie werden ihre Bilanz zusammen mit der CSV, mit der LSAP, offensiv verteidigen. Sie haben vor kurzem den Fiskalpakt gestimmt, den die öffentlichen Mittel vom Staat, von den Gemengen, auch von der Sécurité Sociale an den Würgegriff hält. Nach diesem Jahr soll das Gesetz mit qualifizierter Majorität gestimmt gehen, das Instrument dafür liefern soll. Also sie werden die qualifizierte Majorität kriegen. Und dann kann das Gesetz durch eine neue Regierung, die die qualifizierte Majorität nicht kriegt, für die Amerika zu ändern, nicht mehr ändern. Und damit ist es wirklich an der Marber graviert, kriegt konstitutionelle Rang, die neoliberale Austeritätspolitik, die von Brüssel diktiert wird. Aber wo die letzte Regierung nicht unschuldig ist, aber au contraire zu den Motoren von der Politik auch in Europa gehört. Die Leute im CSV, der CSV-Staat, haben auch übrigens mit Zustimmung von den Grünen den Index manipuliert bis ans Jahr 2016. Am Jahr 2015 nur der Wahlen fällt kein Tranche mehr zum Beispiel. Und die Auswirkungen auf die Kaufkraft vom Salariat werden sich verstärkt bemerkbar machen. Und in den kommenden Jahren werden sich auch die neuen Einschränkungen für Rentnerinnen und Rentner bemerkbar machen.
durch Ajustement an anderen Manipulationen. Und zum Schluss geht für nur 2014 am dicken Hummer gedreht, dass er TVA erhebt, die indirekt und damit unsolidare Steuer, die besonders steht trifft, die wenig verdienen. Aber einer progressiver Steuerreform geht lo schon ein Refus opposiert. Dabei in 2002 steht an Betrieben ungefähr gleich Direktsteuern bezahlt. Haut bezahlen Betriebe nur 35%, steht aber 65% und steht bezahlen nur nach TVA dabei. Es tun sich auch an der ganzen Zeit, an, ich komme auch so zum Schluss, Nicole, Großfrohen an der Chambre gestaltet, was die Industriepolitik geht. Wo eine Purmal dazu interveniert, zur Stuhlindustrie, zur Bankenplatz, zur Luftfahrt, du auch mit einer Interpellation. Denn Herr Mittal hat die Schließung von 2 Werken Schöfflinger Rodange ohne Reaktion konnte beschließen, ob schon an einer Etude, die von der Regierung an der Verschluss gehalten wird, die Lebensfähigkeit von diesen Werken bewiesen wird. Die Regierung will Kapital von der BGL verlosen, wo das abbringt. Die Regierung will bei der Cargolux herausklammern und überlässt die Lösung von den Problemen ausländischen Investisseuren. Es schon an der Chambre entsprechend also Beschluss für einen richtigen Zukunftsplan plädiert, auch am Logementsektor, auch am Energiesektor, finanziert durch die Reserve von der Sécurité Sociale und durch eine Finanztransaktionssteuer. Wohin als die Linken natürlich nicht gegen die Abhebe vom Bankgeheimnis gestimmt. Wie sollten wir auch, wir waren die diese jahrelang selber verlernt haben. Sie löst aber am Übrigen nicht alle Probleme. Zeit fehlt mir, darauf anzugehen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, für zum Schluss zu kommen, was sind die Probleme von der Politik zu Lützeburg? Meiner Meinung nach lassen sich darauf reduzieren auf folgende Sätze. Die Probleme sind Mangel Transparenz und Prädominanz von den Privatinteressen bis an Politik heran. Und das Zweite, an die 2 Sachen hängen zusammen, das sind 2 Seiten von einer Medaille. Das tun wir besonders statisch bei der Cargolux-Frage gesehen oder bei Wickring Leaving. Schließlich stellt sich dringend vor für die Verallgemeinerung vom Wahlrecht zu Lützeburg. Weil sie wollen der Haltschicht von den Anwohnern auch nach 2014 das Wahlrecht verwehren. Mit Demokratie wird am Übrigen noch die Verfassungsreform zu dienen, da schaffen wir auch aktiv drum hat, wo Stellung zur Nationalität froh, eng besonders Satisfaktion war mengenisch aus meiner Sicht geguckt, den Kontrapunkt, den ich konnte setzen, bei der Debatte das Delanois-Gesetz, das abusiv, lächerlich Delanois-Gesetz, wo gegen all objektiv gesetzliche Kriterien enger Kontest Nationalität akkordiert wie das. Das war wirklich mengenisch ein Wäschsetzen über demokratisch frohen, über demokratische Prinzipien sondergleiche. Und auch muss ich da dabei sagen, die Erklärung durch den Herrn Juncker von einer privaten monarchischen Hochzeit zum Staatsakt, auch das hat gewiesen, was in der CSV-Staat wirklich zu verstehen ist. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das abhört. Es bleibt also für die Länge viel zu dienen, auf allen Niveauen. Nehmen zusammen können wir 4 kommen. Und ich hoffe, dass als ein 10. Kongress dazu beiträgt. Merci.